Hey, richtig schön, dass ihr da seid. Richtig schön, dass die Message war der Hammer heute. Richtig, richtig cool. Leo, magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es heute ging? Ich habe gesprochen über Abraham, wo Gott sagt, verlass dein Land, und dann geht man im Glauben durch die Zone, man verlässt die Komfortzone, dann kommt die Angstzone, weil man das Alte verlassen, das Neue ist noch nicht da. Dann kommt aber eine Lernphase, wo Gott ist dem Abraham oft dann erschienen, hat ihm Mut gemacht, und dann kommt man in die Wachstumszone, wo man zurückschaut und sagt, hey, zum Glück habe ich das verlassen, weil der Segen von Gott war größer, als ich gedacht habe. Ja, Abraham hatte natürlich eine Situation, wo er alles hatte und rausgehen musste. Wir haben eine Entscheidung getroffen, wo wir kein XR-Studio haben, und jetzt haben wir ein XR-Studio. Was sind vielleicht so, woher weiß ich denn genau, was ist Gottes Plan und was ist nur einfach meine eigenen Gedanken oder meine eigenen Träume bei sowas? Gut, das ist natürlich immer wieder eine Predigt in sich. Es ist eine komplizierte Frage. Aber generell habe ich ja gesagt, dass oft vor der Corona-Krise kamen ja Leute schon und haben gesagt, dass wir kommen. Ich habe das gehört und es hat nicht Klick gemacht. Und das ist nicht so, weil ich konnte mir das nicht vorstellen. Und Corona hat mich wie gezwängt. Also wir hatten gar keine Wahl mehr. Und manchmal gibt es Momente, wo du vor einer Entscheidung stehst. Du kannst nur nach vorne oder zurück. Du hast keine Wahl mehr, sitzen zu bleiben. Und vieles von dem, was entstanden ist in den letzten Jahren, war so ein Moment, wir hatten gar keine andere Wahl. Und dann haben wir es aber gemacht, und es ging dann zum Glück auf. Das meiste, dass es nicht aufging, über das sprechen wir ja nicht, oder? Nicht zum Beispiel sagen, nicht alles ging auf. Aber das ist so oft, dass Gott uns eben auch leitet mit Stürmen, die er bringt, Situationen, wo du gar keine andere Wahl mehr hast. Ja, voll. Josi, du hast über eine Situation geredet, wo du schon irgendwo eine Wahl hattest, aber du hast dich für was entschieden, was ja auch nicht gerade einfach ist, oder? Wie war das für dich, da dieser Prozess? Klar war es eine krasse Situation, wo Gott zu dir gesprochen hat, aber wie war das für dich, da so durchzugehen? Ja, am Anfang wirklich gut. Also ich habe mich wirklich Teil von was Großem gefühlt und habe gemerkt, krass, ich habe mein Leben Gott hingegeben, und das war mein Wunsch. Also ich habe das gesehen auf der Bühne von den Predigern und habe gesagt, hey Gott, mach was aus meinem Leben, schreib deine Story. Und deswegen fand ich es schön, dass es endlich losging, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, es geht aber irgendwann gerät es in Stocken, und ich wusste nicht, wie funktioniert das mit der Wohnung, mit den Finanzen, und ich realisiert habe, der Kopf kommt irgendwann ein bisschen so später nach und sagt dann plötzlich, ja, wie geht das überhaupt auf? Realistisch gedacht mit dem Verstand, und mit dem Verstand kann oft der Glaube ganz schön ausbremsen, und ich habe mich entscheiden müssen, weiter zu glauben. Ja, voll. Leo, du hast gesagt, wir können nie tiefer fallen als Gottes Hände. Das ist ein sehr romantisches Bild. Wie sieht denn das praktisch aus? Also meine Frau, sie ist sehr realistisch, und sie sagt immer, solche Sätze hat sie nicht so gerne, weil es immer ein bisschen zu einfach ist. Und sie sagt immer, wir haben Optionen, wir Christen haben Optionen. Wir kennen Leute, zum Beispiel, als wir nach Zürich gekommen sind, hatten wir keine Wohnung gefunden. Da hat meine Frau gesagt, okay, wenn alle Stricke reißen, dann wohnen wir halt bei meiner Schwiegermutter und pendeln hin und her. Das hat sie mit dem gemeint, du hast Optionen. Man hat sehr oft Optionen, die man nutzen kann, und das ist genauso auch ein Wunder. Wenn es dann nicht ganz genauso kommt, wie man das hätte, aber es ist dann effektiv so, man fällt nicht tiefer in die Hände von Gott, aber nicht immer, wie man sich das vorstellt, wieder findet dann statt. Weil man liest ja bei Abraham nur, er verließ alles, und dann liest man nichts mehr. Weil ich möchte mal dann wissen, was hatten die für Diskussionen? Nach 3 Jahren waren die immer noch im Nirgendwo. Also verstehst du, das liest man ja alles nicht. Sie hatten die gleichen Herausforderungen, die wir ja auch haben. Und das waren einige Jahre, wo Abraham unterwegs war, oder? Ich sage 10, 15 Jahre, dass Abraham unterwegs war. Man spricht von 15 Jahren 15 bis zum ersten Sohn. Und das ist eigentlich, man sagt, eine Generation bei uns. Voll. Oder eine Generation, hat das nichts gesehen. Ja, voll. Josi, wie war es bei dir ganz praktisch? Du bist ja dann in die Schweiz gezogen, aber das kam auch mit einigen Herausforderungen in dem Sinn. Du hast vorhin so ein bisschen was angedeutet mit einem Zelt sogar. Was war da genau? Genau, ich habe auch irgendwann mal angefangen, in Optionen zu denken, dass ich gedacht habe, okay, ich habe einen großen Glauben, ich habe geglaubt, dass Gott zu mir das gesprochen hat, dass ich gehen soll. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich nichts sehe, eben wenn alle Stricke reißen, dann zählte ich halt bei der Samsung Hall. War ein Gedanke, genau. Und es hat funktioniert. Ich habe 5 Tage vorher... Du hast gezeltet? Nein, ich habe nicht gezeltet. Ich habe 5 Tage vorher hat mir eine Frau geschrieben und hat dann gesagt, ich darf bei ihr wohnen. Und es hat viel erleichtert. Ich meine, wenn man mal ein Dach über dem Kopf hat, dann genau. Und ich wurde empfangen mit offenen Armen. Also ich habe gemerkt, das war wirklich so die Angstzone. Und dann war, wenn man draußen ist, dann läuft man wieder und schaut zurück und denkt, wow. Mega. Das ist interessant, das ist mir in den Sinn gekommen, als wir nach Zürich kommen, sie hatte auch keine Wohnung, und da hat meine Frau gesagt, lasst uns im Campingplatz Wollishofen mal wohnen ein Jahr. So cool am Campingplatz und beim See. Dann habe ich gesagt, finde ich nicht gut, weißt du, das machst du nachher nie mehr. Und eben auch die Optionen wieder, die man eben hat. Ja.
Habt ihr das dann letztendlich gemacht, oder? Nee, da hatten wir dann eine Wohnung bekommen und dann war ich happy, meine Frau nicht. Die wollte unbedingt campieren ein Das Jahr. einmal machen. Ja, weil das machst du nicht mehr. Abenteuer. Ja, Abenteuer. Ja, voll. Und das ist ja auch ein Punkt irgendwo, oder? Diesen Abenteuer mit Gott irgendwo durchzugehen und da auch dahin zu gehen, wo Gott uns haben möchte und dieses Abenteuer, wo er uns da mitnimmt. Und es ist auch ein Spannungsfeld. Ich glaube, ein Spannungsfeld, der Glaube ist immer ein Spannungsfeld. Wir hätten sehr gerne alles sicher, aber dann wird es langweilig. Ist es zu wenig sicher, dann wird es ein bisschen komisch. Und es ist immer diese Spannung, die wir Menschen ein bisschen brauchen und das lässt Gott auch zu, damit eben auch ein Glaube eben lebendig und attraktiv ist, weil sonst kippt man auf die eine oder andere Seite. Ja, voll. Hey, ich glaube, es gibt noch so viele Fragen und so viele Themen, wo wir reingehen könnten. Was ich euch empfehlen kann, holt euch das Buch, Lebe wie niemals zuvor. Allein das Kapitel über Glauben ist schon super, aber wir gehen natürlich durch das Rad dann auch durch und werden über die anderen Themen reden und es ist so viel Weisheit in diesem Buch drin, deswegen geht und holt euch das Buch, arbeitet es durch, während wir diese Serie über die nächsten Wochen wirklich durchgehen. Deswegen mega, mega schön, dass ihr da wart, mega, mega cool. Ihr predigt jetzt noch 2-mal heute, richtig? Ja. Wir haben nochmal 17 Uhr und 19 Uhr heute, richtig, richtig cool. Hey Leo, ich finde es cool, wenn du einfach für uns beten könntest, gerade für das Thema Glauben, weil ich glaube wirklich, dass einige Leute vielleicht auch vor dieser Situation gerade stehen, wo sie entweder rausgehen oder rausgekickt werden. Ich glaube, das wäre cool. Ach, ich sehr gerne. Also ich segne dich im Namen des Vaters, das ist der allmächtige, allwissende und auch allgegenwärtige Gott im Himmel. Dass du weißt, der Vater Gottes lässt dich nie fallen und seine schützende Hand umgibt dich von allen Seiten. Und ich segne dich auch in dieser Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus, dass du weißt, du bist geliebt, weil er gab an meiner Stelle, an deiner Stelle sein Leben, der größte Liebesbeweis. Und danach sage ich auch, dass die Kraft des Heiligen Geistes sich umgibt, weil es ist eine Substanz in uns, die uns auch den Mut und auch die Entschlossenheit gibt, eben diese Schritte zu gehen. Amen.